Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie krass. 95% von unseren Handlungen entstehen aus unserem Unterbewusstsein und nur 5% tun wir aktiv und proaktiv steuern. Vielleicht kennst du das Bild vom Eisberg. Wenn du jetzt auf einem Boot bist, siehst du nur den kleinen Zipfel oben dran. Das sind genau die 5% von unserem Bewusstsein und alles, was unten im Meer ist. Das heisst, der riesige Eisberg, der bis ganz tief ab ins Wasser reicht, das ist unser Unterbewusstsein, sprich die 95%. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn wir nicht bewusst mit unserem Unterbewusstsein arbeiten, das heisst, dass wir negative Glaubenssätze auflösen, dass wir alte Erfahrungen in Heilung bringen, dann reagierst du in so einem genannten Autopilot stetig aus deiner Vergangenheit raus und kreierst in meinen Augen bestimmt kein erfülltes Leben, sondern du tust immer im Autopilot einfach reagieren. Und genau darum geht es heute. Ich möchte dir eine 3-Punkte-Methode vorstellen, wo du für dich einfach mal bewusst kannst werden und dich selber ertappen, wie schnell du von Punkt A zu Punkt C rennst und Punkt B wie vergisst und meistens sogar überspringst. Das heisst, Punkt A steht für Auslöser. Nehmen wir ein Beispiel, du bist bei der Arbeit, dein Chef oder deine Chefin schnauzt dich an, wird respektlos und hat vielleicht nicht unbedingt gerade den vornehmsten Ton. Punkt B ist deine Bewertung. Wie bewertest du die Situation? Findest du das lässig, findest du das nicht lässig? Und Punkt C ist dann deine Handlung auf den Auslöser. Und zwischen A und C, sprich zwischen Auslöser und Handlung, besteht meistens eine Millisekunde. Vielleicht kennst du das und sonst lade ich dich ein, du dich mal ein bisschen selber beobachten in der nächsten Zeit, wie schnell du vom Auslöser zur Handlung eilst. Ich war ein lebendiges Beispiel für ich hatte keine Pause und habe immer reagiert. Das heisst, stell dir mal vor, du tust mich anschnauzen, ich habe sofort kontern. Da ich vielleicht auch eher sprachgewandt bin, habe ich sofort einen Konter gewusst. Und habe dieser Bewertung, wie ich das aufnehme und dann vor allem, wie ich möchte reagieren. Oder besser gesagt, agieren. Völlig nicht keinen Platz geben. Und das ist so spannend. Das heisst, wenn jemand gegen aussen etwas macht, sprich der Auslöser kommt auf dich zu. Wenn wir lernen, die Bewertung auszuhalten und nicht zu stretchen. Vielleicht kennst du das, wenn du einschnaufst. Hat es, bevor du ausschnaufst, einen kurzen Moment von dieser das ist für mich Punkt B, die Bewertung. Und dann kannst du proaktiv, das heisst aktiv entscheiden, wie reagierst du auf die Person, auf den Auslöser. Weil sonst bist du, wie gesagt, einfach ständig in dem Autopilot und bretschst einfach mal zurück. Und was passiert? Verletzte Menschen verletzen weitere Menschen. Leute, die angegriffen werden, greifen zurück an. Das ist auch so ein bisschen vielleicht in unserer alten Natur gespeichert. Aber ich finde es wichtig, dass wir lernen, Verantwortung übernehmen, Verantwortung für unsere Bewertung und dann für unsere bewusste Handlung. Und dass es nicht einfach auf Autopilot läuft und ich einfach, keine Ahnung, wie wild in der Welt rumschiessen, sondern mir bewusst wird, hey Antonella, wenn du mich jetzt vielleicht anfährst oder ein Hate-Kommentar kommt, kann ich immer noch entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ich könnte zurückhaten, ich kann es ignorieren, ich kann einen Kommentar löschen oder ich kann dir liebevoll zurück antworten. Was glaubst du, welches von diesen 4 mache ich? Und was glaubst du, gibt es für einen Frieden in mir? Und ich habe mal ein mega schönes Zitat gelesen, das ich finde, ist sehr passend zu dieser Situation und das würde ich dir jetzt gerne kurz vorlesen. Es ist von Viktor Frankl. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und ich finde, es ist so kraftvoll und so schön, dass du, egal was für ein Auslöser auf dich zukommt, immer kannst entscheiden, wie du möchtest reagieren. Ja, wenn du mehr möchtest über das Thema wissen und plus auch noch den Coaching-Input möchtest bekommen von wie man die Glaubenssätze und die Bewertung, die wir schlussendlich von uns selber haben, verändern und 6 Schrittesystem dazu möchtest erfahren, kannst du jetzt die ganze Folge einfach auf meinem Podcast hören. Überall, wo es Podcasts gibt, ist die neue Folge erhältlich. Ich freue mich auf dich und wünsche dir ein wunderschönes Weekend.